schön. Ja, ich habe mich schon sehr gefreut, zum wieder mal. Also ich bin ja immer wieder da gewesen, aber nicht am Predigen, und es ist ein spezielles Gefühl. Ich hoffe, ich bin nicht zu fest aus der Übung geraten. Ich habe ein spannendes Thema dabei, und zwar, die einen von euch erinnern sich vielleicht, ich habe einmal eine Predigt gehalten mit dem Titel «In 30 Minuten in die Hölle und zurück». Und die ist auch auf YouTube immer noch auffindbar, und ich habe dort beim Vorbereiten gedacht, was für ein morbides Thema, wieso rede ich nicht mal über den Himmel? Und ich habe mir das vorgenommen, ich will mal noch eine Predigt halten, in 30 Minuten in den Himmel und zurück, und heute ist es soweit. In 30 Minuten oder ein bisschen mehr in den Himmel und zurück. Lass mich mal einsteigen so mit der Beobachtung, dass auch in unserer säkularisierten, weitgehend postchristlichen Zeit und Gesellschaft irgendwie die Faszination fürs Jenseits nicht erloschen ist. Irgendwie die Leute nicht wegkommen von dieser Frage, was wartet auf uns jenseits von der Todesgrenze? Was kommt dort noch? Gerade vor kurzem, Anfang Jahr, ist auf Netflix so eine Doku-Serie veröffentlicht worden, die heisst «Jenseits des Todes», und da geht es genau um so Fragen. In mehreren Episoden werden Leute interviewt, die Nahtoderfahrungen gemacht haben und erzählen, was sie erlebt haben, quasi im Jenseits, und wie sie dann wieder zurückgekommen sind. Es wird mit Leuten geredet, die behaupten, dass sie mit Toten kommunizieren können. Es wird mit Leuten geredet, die sich erinnern an das, was sie in früheren Leben erlebt haben. Also so reinkarnationsmäßig. Also die ganze Klaviatur von Jenseitsvorstellungen wird durchgespielt. Und die Doku-Serie ist auf Platz 1 eine Zeit lang bei den Netflix-Charts und beweist, dass das irgendwo immer noch Leute interessiert. Und Christen sowieso, gell? Christen sind seit 2 Jahrtausend immer wieder, manchmal fast zu fest vielleicht, beschäftigt gewesen mit dieser Frage, was nach dem Tod auf uns wartet. Es gibt in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von Büchern. In Amerika ist es ein richtiges Genre fast geworden. Zeugnis von Leuten, die im Himmel waren und wieder zurückkommen und dann ein Buch schreiben. Das ist ein sehr erfolgreiches Konzept übrigens, weil die Bücher sich einer enormen Beliebtheit erfreuen. Es gibt zig so Bücher im englischsprachigen Raum und mehrere sind auch übersetzt worden. Ein Klassiker ist 90 Minuten im Himmel von Don Piper. Das Buch ist irgendwie 7 Millionen Mal verkauft worden und in 46 Sprachen übersetzt. Es gibt ein anderes Buch, das heißt «Den Himmel gibt's», von einem Bub, wo gestorben ist und quasi oder Nahtoderfahrung gemacht hat und dann wieder zurückgekommen ist und dann erzählt. Es gibt ein anderes Buch, das heißt «Der Junge, der aus dem Himmel zurückkehrte». Dort kippt die Sache schon wieder, weil das ist ein Buch, das auch riesige Auflagen erzielt hat und dann musste zurückgezogen werden, weil es ein riesiger Skandal geworden ist. Die Autoren von dem Buch, ein Vater und sein Sohn, haben irgendwann zugegeben, dass die Geschichte erstunken und erlogen ist, dass sie sich das alles nur ausgedacht haben, wie sie wahrscheinlich gefunden haben, was andere können wir auch. Und weil die Geschichten sich einfach so gut verkaufen. Aber jetzt mal abgesehen von dem traurigen Beispiel, sind das Storys, die durchaus unterhaltsam und bewegend sind zum Lesen, sehr persönliche Geschichten. Es ist klar, dass wenn man mehrere von diesen Büchern liest, dass man dann merkt, dass die Vorstellungen vom Himmel, die die Leute haben, natürlich nicht übereinstimmen, oder? Weil das sind sehr persönliche, biografische, auch individuelle Geschichten, die da erzählt werden. Ich würde heute gerne einen anderen Approach nehmen, weil ich selber auch tatsächlich so etwas noch nie erlebt habe. Ich möchte gerne so ein bisschen euch mitnehmen auf eine, ich sage jetzt mal, auf eine biblisch-theologische Reise, buchstäblich durch den ganzen grossen Bogen von der Bibel durch. Und das ist eine Reise, die uns, grob gesagt, von einem Garten, also vom Land, in eine Stadt führt. Das ist so die biblische Bewegung von
1. Mose bis Offenbarung, da geht es von einem Garten, vom Land in die Stadt. Und ich weiss, dass viele Leute genau das Gegenteil gemacht haben im ICF. Und ich sage euch einfach, man kann das schon machen. Es ist einfach nicht biblisch, oder? Also wir sind ja von Basel-Stadt aufs Land gezügelt und viele andere auch. Das kann man machen, aber es ist nicht biblisch. Das wollte ich einfach mal festhalten. Ich habe einen alternativen Titel herausgefunden für die Predigt und die wäre einfach Stadt, Land, Fluss. Oder die korrekte Reihenfolge wäre Land, Stadt, Fluss. Das berühmte Spiel, das ich mit Kindern gerne spiele. Wir fangen an beim Land, also eben beim Garten. Im 1. Kapitel der Bibel, da lesen wir die berühmte Schöpfungsgeschichte, wo es dann heisst, an der Spitze, auf dem Zenit von dieser Erzählung, heisst aus dem Mund Gottes, oder? Jetzt wollen wir den Menschen machen, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild uns ähnlich. Er soll über die Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als das Ebenbild Gottes, und er schuf sie als Mann und Frau. Ich habe schon ein paar Mal über den Text geredet. Ich finde das einer der wichtigsten Texte in der Bibel überhaupt, wo uns vor Augen führt, wie Gott die Erde, die Welt, den Kosmos hervorbringt und wie er den Mensch als sein Gegenüber vor sich stellt, wie er mit dem Mensch mitten in dem Garten als sein Gegenüber erschafft. Und nachher wird im 2. Schöpfungsbericht wird dann auch ein bisschen detaillierter noch beschrieben, wie Pflanzen aufwachsen, wie Bäume und Gräser und so weiter aufwachsen, wie Tiere den Himmel bevölkert und Erde bevölkert und das Meer erfüllen. Es ist ein Ort, wo voll mit Potentialität ist. So stelle ich mir das vor. Oder? Der Schöpfungsbericht will uns eine Szene vor Augen malen, wo voll ist mit Entwicklungspotenzial. Also am Schluss, ihr wisst das, oder? Es wird ja zweimal wie ein Prädikat verliehen, ein Urteil gesprochen über die Schöpfung. Gott sagt, es war gut. Und nachher sagt er sogar, es war sehr gut. Und viele Leute verstehen das wie als eine Beschreibung von einem vollkommenen, perfekten, aber auch sehr statischen Urzustand. Oder? Das ist ein Wort, ein theologisches Wort, das man immer mal wieder gehört hat. Ein Urzustand, früher im Urzustand. Das tönt wahnsinnig so statisch, das tönt so wie ein Schlaraffenland, wo einfach der Mensch irgendwie unter einem Baum hockt und wartet, bis ihm die brötelten Hühnchen ins Maul fliegen oder bis er kann, ich weiss nicht, vegane Würstchen vom Baum pflücken oder keine Ahnung, wie du dir Schlaraffenland vorstellst. Auf alle Fälle nichts wahnsinnig Dynamisches. Und ich glaube, das ist ein grosses Missverständnis. Der Schöpfungsbericht zeichnet uns ein Bild von einem Projekt, das am Anfang ist. Das ist ein Bild, das knistert von lauter Möglichkeiten und von Potenzial. Das ist nicht etwas, es ist vollkommen, es ist perfekt im Sinn von, es hat unendliches Potenzial drin. Es ist perfekt, so wie wenn, von mir aus, wie wenn du mit jemandem für eine grosse Reise, für ein Abenteuer packst und du leihst alles aufs Bett, was es braucht zum Aufbrechen. Und dann packst du das in deinen Tramper. Und dann sagst du, siehe, es war sehr gut. Nicht im Sinn von abgeschlossen, sondern es ist alles drin, was es braucht, um in das Abenteuer aufzubrechen. So liest sich die Schöpfungsgeschichte. Mich erinnert es ein bisschen an so Lego-Projekte, die ich mit meinem Sohn einmal anpacke. Ich habe ja schon ein paar Mal von dem erzählt. Ich habe letztens einen Sternenzerstörer angeschafft. Also in Kleinformat, oder? Also so klein ist es auch wieder nicht. Das war die Box. Und jetzt stellt euch vor, ich meine, das ist ein Teil, das hat irgendwie 7'500 Teile, oder, der Bausatz. Und das habe ich gekauft mit unserem Sohn. Wir haben uns schon Ferienwochen reserviert, um das zusammenzubauen. Stellt euch vor, wir würden die Schachtel aufmachen und es wäre alles picobello fertig gebaut. Dann würde keiner von uns sagen, siehe, es war sehr gut, sondern wir würden sagen, siehe, wir sind sehr enttäuscht, weil wir natürlich, wie wir das gekauft haben, als ein Projekt, das wir zusammen aufbauen können, wo wir zusammen eine Geschichte schreiben miteinander. Da sehen wir so ein bisschen so 3/4 vollendet, wie das denn aussieht. Das Ding ist 1,5 Meter lang, oder? Meine Frau hat von Anfang an gesagt, kauf das nicht, ich weiss nicht, wo ich es anstellen soll. Inzwischen verstaubt es im Keller unten, oder? Aber was ich auch sagen wollte, ist, das ist ein Projekt, das voll mit Potenzial ist. Und so verstand ich die
Schöpfungsgeschichte. Und nachher wird ja beschrieben, in den folgenden Kapiteln und in den folgenden Büchern in der Bibel wird beschrieben, wie Gott die atemberaubende Geschichte mit dem Menschen anfängt. Und auch nicht nur atemberaubend, sondern auch haarsträubende Geschichte oft. Eine Geschichte, die ganz viel Brüche und Rückschläge beinhaltet, wo ganz viel zu tun hat mit menschlichen Eigenwilligkeiten, mit Zerbruch, mit Schuld auch vom Mensch. Aber auch eine Geschichte, die voll ist mit der Gegenwart Gottes. Es gibt ja die Vorstellung, das ist fast ein bisschen evangelikales Mantra geworden, Gott muss sich vom Sünder distanzieren. Das ist eine Idee, wo auf Schritt und Tritt in der Bibel Lüge gestraft wird, wie Gott sich vom Sünder nicht distanziert, sondern den Sünder konsequent aufsucht. Oder? In dieser Geschichte vom Sündenfall wirft Gott Adam und Eva nicht zum Paradies aus, weil er nichts mehr mit ihnen zu tun hat. Er wartet ja auf sie jenseits vom Garten und schreibt mit ihnen seine Geschichte weiter. Und das ist eine Geschichte, die fängt dann beim Abraham mit einem Mann an, mit seiner Familie. Das wird zu einer Sippe, das wird zu einem Volk. Und das Volk, das steht unter der Verheißung, euch gehört ein bestimmtes Land, euch gehört ein Ort, wo ihr euch niederlassen könnt. Und irgendwann kommen Propheten dazu und setzen die Vision von einer Stadt Gottes, von einer heiligen Stadt. Oder? Der David ist der Erste, der den Jerusalem einnimmt und das Königtum Gottes ausruft. Oder? Die heilige Stadt. Also es ist eine Bewegung, die im Garten angefangen hat und in eine Stadt führt. Übrigens, Jesus selber hat die Bewegung mit seinem Leben auch nachvollzogen. Ich finde das noch faszinierend. Jesus ist auf dem Land in einem Bauernkaff auf die Welt gekommen, oder? Und ist in Galiläa und Judäa umeinander gelaufen. Und sein ganzer Weg in den Evangelien spitzt sich zu. Das ist ein Weg, der vom Land in die Stadt führt, auf Jerusalem führt. Und in Jerusalem, könnte man sagen, richtet Jesus das Königtum auf, fängt er die Königsstadt an bauen, aber nicht so, wie es die Leute erwartet haben. Es wird dann deutlich, die heilige Stadt von Gott, wo Gott im Kopf hat für die Menschen. Das ist eine Stadt, die nicht mit militärischen Mitteln gebaut wird. Das ist eine Stadt, die nicht gebaut wird, indem andere unterworfen werden, sondern die gebaut wird, indem Gegenwart Gottes Menschen transformiert von innen raus. Das ist etwas, was anfängt in dieser Geschichte von Jesus. Und das ist etwas, was am Ende der Zeit zur Vollendung wird kommen. Und ich möchte mit euch jetzt einen riesen Sprung machen. Wir haben beim ersten Kapitel der Bibel angefangen, in einem Garten, über die Geschichte von Israel, wo in ein Land und in eine Stadt führt. Und ich möchte mit euch zu den letzten 2 Kapiteln von der Bibel springen. Dort wird die Stadt beschrieben. Also wir sind jetzt beim Stichwort Stadt. Das himmlische Jerusalem wird dort beschrieben. In einem von meinen Lieblingstexte in der Bibel. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, sagte Johannes in einer Vision, wo er hatte. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Und den ganzen bewegenden Vers, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Andere Übersetzungen sagen, keine Angstschreie, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Freunde, was da beschrieben wird, das ist der Himmel. Was da beschrieben wird, ist in allererster Linie nicht etwas, wo wir überkommen. Es ist nicht ein Ort, sondern was da beschrieben wird, ist Gegenwart von einer Person. Es heisst auch, Gott wird Wohnung nehmen in unserer Mitte. Gott wird in dieser Stadt einziehen. Gott wird in unsere Wege einziehen. Gott wird Teil von dieser Stadt. Und darum
wird ein Leid überwunden. Darum werden Verzweifelte aufgerichtet. Darum wird Hoffnung gesät, wo Hoffnungslosigkeit ist. Darum werden Tränen abgewischt. Ich habe immer wieder über das predigt, wie mich das so berührt, dass es heißt, Gott wird jede Träne abwischen. Gott wird sich, wie er bei der Schöpfung den Mensch vor sich stellt und ihm in die Augen schaut und ihm den Atem vom Leben einhaucht. 1:1 ihm gegenüber. So wird er 1:1 jedem gegenübertreten und ihm persönlich Tränen abwischen, den Schmerz von seinem Leben überwinden, transformieren. Ich habe letzte Woche Zeit verbracht mit einem von meinen besten Freunden, der vor kurzem, vor 2 Wochen oder so, Bescheid bekommen hat, dass seine Frau zum 5. Mal krebskrank ist. Und sie ist schon im Spital und hat wieder Chemotherapie. Und ich habe die Frage in seinem Gesicht geschrieben gesehen, wie lange noch? Wie lange müssen wir das noch ertragen? Der Schmerz und die Ungewissheit, die Niedergeschlagenheit, wenn die Diagnose wiederkommt, die Unsicherheit, wo das hinführt, die Angst vor dem, was könnte passieren. Und es ist ihm wie ins Gesicht geschrieben gewesen, die Frage, wie lange noch? Und das ist, was am Schluss von der Bibel auch die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus rufen, wie lange noch? Und dann kommt die Beschreibung in der Offenbarung, wie als eine Antwort, nicht genau, wie lange es noch geht, aber dass das Leid und der Schmerz und die Angst nicht das letzte Wort wird haben. Dass das nicht das letzte Kapitel ist, das aufgeschlagen wird, sondern das letzte Kapitel, buchstäblich, die letzten 2 Kapitel sind das Bild, das uns da gezeichnet wird, von einem Gott, wo etwas Neues schafft. Und wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen dahinter zurückfragen, ja, aber wo genau macht Gott das denn? Wo schafft Gott das Neue? Dann werden ein paar Sachen deutlich zum Thema Himmel, wo vielleicht nicht bei allen gleich selbstverständlich sind. Weil dann wird zuerst einmal deutlich, keiner von uns wird je in den Himmel kommen. Wenn der Text aufmerksam liest, merkst du, niemand, kein Mensch wird in den Himmel kommen. Warum? Weil der Himmel zu uns herabkommt. Bewegung ist nicht, dass wir irgendwo hingehen. Bewegung ist, dass Gott zu uns herabkommt. Das himmlische Jerusalem senkt sich auf die Erde. Also der Himmel ist nicht, wenn wir Gott in der Höhe besuchen, sondern wenn Gott uns in der Tiefe begegnet. Darum sagt Jesus, wo Jesus kommt, schon bei seinem ersten Kommen sagt er, das Reich Gottes, der Matthäus schreibt, das Himmelreich ist abgebrochen. Ja, warum denn? Weil Gott unter uns gekommen ist. Weil Gott in Jesus unter uns kommt. Und dort, wo Gott unter uns kommt, dort bricht etwas vom Himmel an. Jesus hat in seinem ersten Kommen, hat er schon den Vorgeschmack vom Himmel gegeben, hat er den Duft vom Himmel bereits verbreitet. Und das, was mit Jesus angefangen hat, das wird einmal endgültig durchbrechen. Das heisst, das ist mir jetzt ganz wichtig für die Message, für unser Bild, das wir vom Himmel haben. Das Reich vom Himmel, der Himmel, ist nicht etwas Jenseitiges. Es ist nicht so eine feinstoffliche Parallelwelt, wo wir uns von Feenstaub ernähren, sphärische Musik hören und am Regenbogen schlecken. Oder? Das ist nicht so eine jenseitige Vorstellung, sondern ein Reich vom Himmel. Der Himmel findet im Staub von dieser Erde statt. Das ist, was Jesus gelebt hat, wenn er anfängt und sagt, das Himmelreich ist abgebrochen, jetzt. Und das ist, was durch wird brechen am Ende der Zeit. Der Himmel ist etwas Handfestes und etwas Bodenständiges. Und ich habe mir das wie so ein bisschen als einen Reflex angewöhnt, dass ich meine Vorstellung vom Himmel nicht vergeistliche, wie das ist, was ganz oft passiert, dass wir an den Himmel denken oder dass wir vom Himmel hören und diese Vorstellung vom Himmel wie so vergeistlichen, dann wird es wie so irgendwie, dann verdunstet der Himmel so in metasphärischen Ebenen.
Dass ich meine Vorstellung vom Himmel nicht vergeistliche, sondern verfleischliche. Dass ich mir den Himmel so konkret und so irdisch wie möglich vorstelle. Mir ist schon klar, dass biblische Beschreibungen vom Himmel auch nicht wörtlich genommen werden, sondern symbolische Beschreibungen sind. Aber in diesen symbolischen Beschreibungen wird gleich sehr viel deutlich. Und was ganz klar ist, ist, dass der Himmel nach biblischem Verständnis ein Ort ist in Raum und Zeit, ein Ort ist mit Schwerkraft, ein Ort mit Farben und Texturen, ein Ort mit Pflanzen und Tieren, ein Ort mit Erde und Dreck. Anders, im biblisch-jüdischen Denken kann man sich das Leben gar nicht anders vorstellen. Die Idee von einer unsterblichen Seele, die dann irgendwie zwischen den Wölkchen hin und her hüpft, das ist eine griechisch-philosophische Idee. In einem biblisch-hebräischen Denken ist ein Leben immer verkörperlicht. Es gibt kein Leben ohne Körper, es gibt kein Leben ohne Dreck und Schwerkraft und Luft und Umwelt, oder? Ich bin so aufgewachsen, ich betone das so, weil ich aufgewachsen bin mit einer ganz jenseitigen Vorstellung vom Himmel. So eine ganz, eigentlich eine eskapistische Vorstellung vom Himmel. Also eine Vorstellung, wo so die Idee, dass Gott, jemand hat mal gesagt, das ist eine Evakuationstheologie. Oder Gott evakuiert die Gläubigen und lässt den Rest an den Arsch gehen. Oder Gott evakuiert alle und sagt, rette sich wer kann. Und der Rest, die alte Schöpfung, die wird quasi der Verlorenheit anheimgegeben. Und das hat auch zu tun mit so Entrückungsvorstellungen, wo ganz populär sind in meiner Kindheit und Jugendzeit. Ich weiß nicht, wer von euch aufgewachsen ist in dieser Matrix, aber das ist ein Bild, das ich gefunden habe zum Thema Entrückung. So stellt man sich das denn vor, oder? Ich bin aufgewachsen mit dieser Idee, dass irgendwann Jesus wiederkommt, das glaube ich auch heute noch mit Leidenschaft, aber die Vorstellung war, Jesus kommt wieder und dann passiert eine Entrückung. Das heisst, dann werden alle Gläubigen wie weggesogen von dem Himmel. Dann lädt Gott seinen himmlischen Staubsauger an und saugt alle weg, die gläubig sind, und die gehen dann in den Himmel empor, und der Rest, der übrig bleibt, Gnade ihnen Gott, oder? Dort geht es nachher nur noch bergab. Und diese Vorstellung war tief verankert in mir. Ich kann mich erinnern, dass ich an einem Sonntagmorgen als Teenager, vielleicht mit, 13, 14, aufgewacht bin, und es war mucksmäusli still in der Wohnung. Und plötzlich hat mich der Gedanke durchzuckt, die Angst ist in mir hochgekrochen. Entrückung. Jetzt ist es passiert. Und ich bin nicht dabei. Oder? Ich habe es immer gedacht, dass ich es nicht schaffe. Und jetzt ist es passiert. Und ich bin wirklich panisch von Zimmer zu Zimmer gegangen, um zu schauen, wo sind meine Eltern, wo sind meine Geschwister. Alle weg waren. Alle weg. Die Wohnung war leer. Und ich habe gedacht, ja, jetzt hat der Herr die Seinen zu sich genommen und ich bleibe übrig für die grosse Trübsal. Oder? Das ist meine Idee. Irgendwann habe ich dann realisiert, dass meine Eltern mit meinen Geschwistern einfach schon in den Gottesdienst gegangen sind und mich schlafen lassen haben, damit ich ein bisschen Schlaf nachholen kann. Aber der erste Gedanke war Entrückung. Und das ist die Vorstellung, dass sich das Jenseits, dass sich das Leben mit Gott, die ewige Gemeinschaft mit Gott, irgendwo weiß auch nicht, hinter dem Universum oder irgendwo jenseits von Himmel und Erde abspielt. Vielleicht kurz, einfach, weil ich weiß, dass das immer ein bisschen etwas auslösen kann bei Leuten, die mit dieser Vorstellung sehr vertraut sind. Vielleicht kurz der wichtigste Text möchte ich gleich noch bringen, wo die Entrückung oft damit beleidigt wird. Das ist im 1. Thessalonicher 4. Dort schreibt der Paulus, der Herr selbst, da beschreibt er eben, was auf uns wartet, am Ende oder bei der Wiederkunft von Jesus. Und dann schreibt er, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht. Der Erzengel ruft, die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen. Dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn.
dann werden wir immer beim Herrn sein. Aus dem Vers, also die Textbasis ist nicht viel breiter. Es gibt noch ein oder zwei andere Texte, die in diese Richtung deuten, aber das ist der Hauptvers, wo man die ganze Vorstellung von der Entrückung darauf gebaut hat. Und es ist eigentlich nach heutigem Stand von der Forschung ist es ein Missverständnis von dem Vers. Auch wenn da tatsächlich steht, auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Aber was da beschrieben wird, ist ziemlich sicher eine Art ein antikes Begrüßungsritual. Wenn ein König in eine Stadt eingezogen ist oder ein Ehrenmann, das hat übrigens ein unglaubliches Revival, das Wort Ehrenmann. Also unsere Kinder bringen das bei jeder Gelegenheit, aber das nur in Klammern. Du bist so ein Ehrenmann. Aber wenn ein Ehrenmann oder ein König in eine Stadt gekommen ist, dann haben die Führer von der Stadt, die Verantwortlichen von der Stadt, sind dem König entgegengegangen, aus der Stadt, aus dem König entgegengegangen, um ihn begrüßen und ihn in die Stadt hineingeleiten. Das ist ein gängiges Ritual, ein gängiges Begrüßungsritual und das Wort, das im Griechischen gebraucht wird für Begegnung mit dem Herrn in dem Vers, Apanthesis, das ist genau das Wort, das man auch beschreibt für so ein Treffen von einer Delegation, wo dem König entgegengeht und mit dem König in die Stadt zurückläuft. Und das ist die Idee, wo da Gott, Jesus ist nicht quasi unser Fahrdienst im Himmel, sondern wir sind ein Begrüßungskomitee für Jesus, wo ihn in die Stadt führt. Das ist die Idee da. Also man geht dem Herrn entgegen, um mit ihm auf dieser Erde zu landen, mit ihm in der Stadt Gottes zu landen. Auf Deutsch gesagt, um das noch mehr zuspitzen, nach dem biblischen Zeugnis werden wir den Planet nie verlassen, sondern die Ewigkeit da verbringen, aber in einem erneuerten, das heisst ein neuer Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde ist nicht mehr. Und das bedeutet nicht, lange hat man gesagt, ja, Gott wird dann einfach der alte Himmel, die alte Erde, also die alte Schöpfung entsorgen, wie eine Cola-Dose, nachdem sie gebraucht worden ist. Oder Gott wird das entsorgen. Aber das ist ziemlich sicher nicht, was der Text meint. Wie das Wort, das für neue Himmel und neue Erde gebraucht wird, ist ein Wort, das erneuert kann heissen. Nicht von Grund auf neu, sondern eine erneuerte, eine transformierte Erde, ein transformierter Himmel. Das ist der Ort, wo sich Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit wird abspielen. So, zum Schluss. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte mit ein paar Andeutungen schliessen oder ein paar Andeutungen folgen in dem Text. Und das führt uns jetzt endlich zum letzten Stichwort, zum Fluss. Wir lesen nämlich jetzt wirklich im letzten Kapitel, vorher ist Offenbarung 21, jetzt in Offenbarung 22, letztes Kapitel der Bibel, da wird die Stadt von Gott näher beschrieben. Und da lesen wir, dann zeigte mir der Engel einen Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen 12-mal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Ich finde es faszinierend, wie das da beschrieben wird, dass in dieser Stadt, ich meine, das ist alles symbolische Sprache, das ist klar. Also das ist eine Sprache, die einen tieferen Sinn hat. Und der Fluss, der geht aus vom Thron Gottes, von der Gegenwart Gottes, geht ein Fluss aus. Also wie die Gegenwart Gottes verbreitet sich in dieser Stadt und in diesem Land. Und der Fluss, der zieht aus und lässt Bäume aufwachsen an den Ufern. Und die Bäume, die tragen 12-mal im Jahr Früchte. Und die Früchte, die Blätter, die dienen zur Heilung
den Völkern. Ich find das faszinierend, weil da es wird wie ein Prozess beschrieben. Es ist wieder wie am Anfang von der alten Geschichte, von der Schöpfung. Es ist eine Geschichte, die voll mit Potenzial ist. Es ist eine Geschichte, ein Prozess, der angestoßen wird. Und am Schluss wird von einer neuen Geschichte berichtet, wo die Gegenwart Gottes die Schöpfung transformiert, Völker heilt, Menschen wiederherstellt. Und es ist sogar der Zeitfaktor in dieser Beschreibung drin. Das heisst, die Bäume werden 12-mal im Jahr Frucht tragen, was natürlich bedeutet, sie werden ständig Frucht tragen. Aber es ist ein Zeitraum, der genannt wird. Verstehen Sie, da passiert etwas Neues im Gang von einer neuen Geschichte. Und ich stelle mir das zumindest so vor, das ist natürlich spekulativ, aber ich glaube, manchmal darf man im Blick auf den Himmel auch ein bisschen vorausträumen, oder? Ich stelle mir das so vor, dass Gott nicht einfach einen Schalter umleitet, sondern dass Gott, wie es beschrieben wird, Wohnung nimmt unter uns und dass die Schöpfung mit uns zusammen transformiert, umgestaltet wird. Und dass neue Sachen entstehen, die gestorben sind. Dass Sachen entstehen, die wir noch nie gesehen haben. Dass wir, ich weiss nicht, Farben und Formen, Arten und Tiere werden sehen, die es vielleicht noch nie gegeben hat. Ich stelle mir das so vor, dass wie ein Prozess vom Zerfall, von der Degeneration wie rückgängig gemacht wird. Und wir sind als Mitbewohner Gottes mit drin. Eine Frage zum Schluss, um uns den Ball zuspielen. Man könnte sich jetzt fragen, ja, aber warum hat Gott nicht bei dieser neuen Geschichte angefangen? Warum gibt es die alte Geschichte mit der Schöpfung, die so risikoreich ist, die so voller Umweg ist, wo Gott selber seinen Sohn gekostet hat? Warum gibt es die alte Geschichte? Warum fängt Gott nicht von Anfang an mit dieser neuen Geschichte an, wo offenbar nichts mehr schief gehen kann, wo offenbar alles durchdrungen wird und eingetaucht wird in die Gegenwart Gottes? Und die einzige Antwort, die ich mir denken kann, ist, dass die neue Geschichte am Schluss der Zeit eine Geschichte ist, die Gott nicht alleine kann schreiben, sondern die er schreibt als ein Ergebnis mit dem, was wir mit ihm erlebt haben. Dass er uns mitnehmen will im Zug von dieser alten Geschichte, dass er uns mitnehmen will, dass er unsere Einwilligung sucht, dass er mit Menschen unterwegs ist und seine Geschichte schreibt mit Menschen, dass er sie lockt, dass er uns anspricht, dass er uns die Hand ausstreckt und dass er uns Gelegenheit gibt, seine Liebe zu erwidern, dass er uns Gelegenheit gibt, seine Hand zu ergreifen und dass er uns nicht will in eine Geschichte hineindrücken und hineinzwingen, in der Gemeinschaft mit ihm, in der Nähe zu ihm, wenn wir gar nicht Gelegenheit hatten, zum Ausdruck zu bringen, dass wir die Gegenwart Gottes wertschätzen, dass wir sie suchen, dass wir sie uns wünschen. Und die neue Geschichte, die Gott dann schreibt, ist wie ein Ergebnis von dieser alten Geschichte, die wir mit ihm erlebt haben. Und das bedeutet, dass wir uns heute auch neu entschliessen und sagen, Gott, ich will Teil werden von dieser Geschichte, die du mit Menschen schreibst. Ich will dir die Hand ausstrecken. Ich möchte jetzt schon mit dir eine Geschichte schreiben, die die Fortsetzung wird finden in dem, was wir immer Himmel nennen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns mitnimmst auf eine atemberaubende und manchmal auch haarsträubende Geschichte. Danke, dass wir zurückschauen können auf eine lange Geschichte, die du schon mit Menschen geschrieben hast. Und danke, dass der Ausgang von dieser Geschichte nicht im Ungewissen ist, dass du uns nicht im Unsicheren lässt, sondern dass du uns das zurufst, auch gerade durch die Vision am Ende der Bibel, dass du uns zurufst, dass deine Liebe, deine transformative Liebe das letzte Wort wird haben. Und ich bitte dich, dass wir dort, wo wir jetzt sind, vielleicht in dem, was uns Sorgen macht, was uns betrübt, in dem, was uns die Nacht wach haltet, in dem, was uns umtreibt,
in dem, was uns zutiefst schmerzt und wehtut und zerbricht. Herr, dass wir in dem können uns wie neu einhängen in die Geschichte, die du mit uns willst schreiben. Und dass wir uns neu vor Augen führen können, dass all das, wo wir jetzt drin sind, nicht das letzte Wort wird haben, sondern dass du wirst in einer Art und Weise Wohnung nehmen unter uns. Und da auf dem Boden der Realität wirst du mit uns eine neue Geschichte schreiben, wie wir es noch nie erlebt haben. Und ich bitte dich, dass das Hoffnung stiften kann, gerade bei denen, die im Moment Hoffnung dringend nötig haben. Amen.